Hallo liebe Leute, Freunde und Freundinnen von den farbigen Klemmbausteinen. Es geht wieder los, es ist Dienstag, Mittag, Nachmittag und wir starten wieder mit einem altbekannten Bauwerk, wo wir ein bisschen weiter dürfen klötzeln miteinander. Ich hoffe, ihr habt ein wunderschönes Wochenende gehabt, seid gut in die Woche gestartet. Bei mir ist es auf alle Fälle der Fall. Haha. Bei Janik, herzlich willkommen und auch alle anderen. Schön, seid ihr auch heute wieder dabei. Es ist auch, so habe ich mir sagen lassen, ich bin eigentlich nicht ganz von Anfang an dabei gewesen, aber es ist heute auch der erste Jahrestag vom Twitch-Stream hier. Also ein Jahr lang online, also nicht natürlich durchgehend, aber doch immerhin letztes Jahr am 17.01.2022 haben wir das erste Mal gestreamt auf twitch.tv/brack.ch. Unglaublich schnell, wie die Zeit vergeht. He? Also eigentlich müsste fast noch die Steffi da sein und das müssen wir noch fast irgendwie so einen Podcast starten und da ein bisschen darüber diskutieren, wie das so läuft und gelaufen ist und so. Aber es ist nicht da. Danke für die Gratulation. Genau, ja, was mache ich heute? Ich mache heute am Eiffelturm weiter. Celebration Kuchen müssen wir ein bisschen vertagen, aber ich versuche natürlich mehr oder minder ein bisschen guten Ersatz zu bieten und einfach so weiterzumachen, als wäre überhaupt nichts gewesen. Mein erster Stream ist ja auch später gekommen. Ich weiss gar nicht, wann das war. Gute Frage, ja? Ist das? Das müsste wahrscheinlich irgendwo im Februar gewesen sein. Ja, dann gehen wir nochmal vom Februar aus. Also ich bin ein bisschen später dazugekommen. Ich habe aber natürlich auch von dem Projekt schon gewusst. So, herrlich da. Windows 11, irgendwelche Pop-Ups, die man noch nie gesehen hat. Sie haben gestern darüber geredet. Okay. Bin ich allein da? Ja, vielleicht noch. Vielleicht sind alle Leute noch am Fooden. Kannst du nicht? Nein. Also, fühl dich nicht gezwungen, Bionic. Alles gut. Früher oder später gibt es immer ein paar Leute, die dann noch reinschauen, reinchillen und ein bisschen rumlurken oder schnurren. Also, da ist hier überhaupt kein Zwang rum. Ich kann mich sehr gut alleine beschäftigen. Ich bin ja ein Einzelkind, ich habe das gelernt, ich weiß, wie das geht. Gut, nein, wir bleiben noch schön in der da. Was haben wir bisher gemacht? Das ist nämlich am 27. Dezember, ist das letzte Mal, wo wir da dran gebaut haben. Das ist das wunderschöne, wunderbare Fundament hier für den Eiffelturm mit den 4 Zugängen hier, mit den Liften. Wir haben auch ein paar Stützen. Oh, yes, Gott, ja, das geht gerade wieder auseinander. Haben wir schon angefangen. Es sollte eigentlich stabiler sein. Es sind ja insgesamt, ich bin vorher ein bisschen googeln, sind es 10.100 Tonnen Stahl, wo dort einfach auf dem Boden rumsteht. Zum Glück hat man wahrscheinlich vorher ein bisschen geschaut, wo man noch hin tut. Und es hat darunter nicht irgendwie noch so eine Kaverne, wo keine Ahnung Grundwasser drinnen ist. Und der Sieg wäre einfach irgendwann mal eingestürzt. 10.100 Tonnen ist, ja, ist doch ein bisschen. Also da muss ich schon mehr nehmen als der kleine Finger, um jetzt das anheben, oder? So, ein paar Tipps für die Tochter, ist auch Einzelkind? Ja. Nicht teilen? Nein, sicher nicht. Ein gutes Umfeld hilft immer natürlich, dass man trotzdem ein bisschen lernt teilen, aber als Einzelkind ist es ein bisschen schwierig. Genau. Wie gross ist das Teil? 1,49 Meter wird das am Schluss sein. Wir haben ja noch unsere andere Kamera, die sehen wir jetzt nicht, aber die haben wir damals gesehen, am 27. Dezember, wo wir noch eine zweite Tablecam installiert haben. Und dort haben wir nachher alle gesehen, die daran arbeiten. Ich überlege noch, ob ich die wieder dazuschalten werde, während wir sehen, wie der Eiffelturm wächst. Aber das wird bei mir alleine so langsam vonstatten gehen, dass es sich wahrscheinlich nicht gross lohnt. Und jetzt wechseln wir mal. Und netterweise hat mir da der Luni einen Zacken drin gemacht, ein Eselsöhrchen, um mir anzuzeigen, hier muss ich weitermachen. Ich hoffe jetzt auch, dass es stimmt. Weil das, was da noch rumliegt, das sieht mir nach weniger aus, als im Sack müsste sein. Aber wir schauen mal. Ich hoffe jetzt, dass das so klappt.
Kann sich gut allein beschäftigen, deine Tochter. Ja, das ist, ich glaube, das ist wirklich so ein Schicksal von den Einzelkindern, oder? Die müssen das lernen. Die Eltern sind ja nicht immer rum und wollen auch noch ein bisschen ein Leben haben, oder? Und darum ist das eigentlich so ein bisschen in die Wiege gelegt, dass die Kinder sich ein bisschen lernen, selber beschäftigen. Was natürlich bei mir ein bisschen geholfen hat, sind Haustiere. Die geben auch ein bisschen Ablenkung. Wir haben ja jenstes gehabt, also Katzen, Kanarienvögel, Fisch, Meerschweinchen, Hamster, ein Hund. Der Hund hat mich natürlich auch sehr lange begleitet. Die Katze war ja meistens irgendwo draußen und hat schon etwas gemacht, oder? Die interessiert sich ja nicht für einen, man soll sich gefälligst für sie interessieren. Darum habe ich dort nicht ganz so viel von ihr mitbekommen. Die kleine Diva. Ja. Heute kommt mir das natürlich ein bisschen zu gut. Meine Frau zum Beispiel, die hat nur 2 Brüder. Und bei ihr ist das ein bisschen anders. Mittlerweile hat sie ein bisschen gelernt, sich alleine zu beschäftigen, seit wir natürlich zusammen wohnen und so. Das ist schon eine Weile her. Aber am Anfang ist das schon eine kleine Herausforderung gewesen, ja, wenn du alleine bist und sonst immer deine 2 Brüder um dich herum hast, wo hast du schnurren, dumm tun, was auch immer, irgendetwas spielen oder so. Und dann das einfach mal wegfällt und vielleicht Kollegen und Kolleginnen nicht auch immer zugegen sind. Man muss sich zuerst mal daran gewöhnen und vielleicht auch ein Hobby finden. Und ja, was mache ich mit meiner Zeit? Wie tue ich die wertvoll nutzen? Oder sinnvoll oder einfach auch unsinnig, meinetwegen, so dass ich einen guten Zeitvertrieb habe für mich, ich kann abschalten und chillen. Genau. Ja, der Eiffelturm kostet einen kleinen Batzen. Ich muss gerade mal schauen, haben wir ihn überhaupt noch online? Ich glaube eigentlich schon. Das letzte Mal, als ich geschaut habe, war er zumindest noch online gewesen. Bei uns, ja. 6,79 haben wir aktuell drauf für den Lego Icons Eiffelturm. Könnt ihr immer noch bestellen. Nächste Lieferung kommt am 23. Februar dann rein. Ja, ist sehr, sehr schnell ausverkauft gewesen, soweit ich mitbekommen habe, auch im Lego Store. Im Glattzentrum ist das gewesen. Ja, genau. Dort ist ja der erste Lego Shop von der Schweiz aufgegangen. Kurz vor Weihnachten. Die sind scheint ganz anständig graded worden dort und alle haben so einen Eiffelturm mitgenommen. Sie haben es gescheit gemacht, sie haben natürlich einen ausgestellt, oder? Und dann habe ich gedacht, oh Jesus Gott, oh mein Gott, ich brauche auch so ein Teil, das ist ja gigantisch. Ja, und haben sich einen gezogen. Wir haben aber natürlich auch welche, aber die sind auch schon ausverkauft. So ist das halt. Wir haben da letztes Mal noch geschaut, ist es das grösste Set von der Anzahl Teile her? Nein, ist es nicht. Die Weltkarte scheint es, also die Dots-Weltkarte, die ist noch ein bisschen grösser. Oder hat noch mehr Teile. So. Millennium Falcon, auch sehr ein cooles Projekt, ein grosses auch. Würde ich mir auch persönlich noch lieber ziehen, wenn ich jetzt müsste, so ein grosses Set mir zulegen und müsste entscheiden. Haben wir auch mal in Aktion gehabt. Wer weiß, vielleicht gibt es ja noch mal eine. Also das kann ich empfehlen, sonst mal einfach ein bisschen zuwarten. Kann natürlich mal passieren, dass er irgendwann einmal vergriffen ist. Aber er sollte eigentlich auch noch rum sein. Mal schauen. Es gibt ja auch zweierlei. Also es gibt eine kleine und es gibt eine grosse, aber ich bin mir sicher, du meinst eine grosse. Ja, genau. 729. Ja, das ist natürlich schon eine Zahl, oder? Wo man ein bisschen Respekt hat davor. Ob man sich wirklich mit dem Budget so weit aus dem Fenster lehnen. Und wie erklärt man das nachher der Frau daheim, oder? Auch immer so ein Thema. Am besten immer sagen, es ist fürs Kind, wenn man eins hat. Und sonst einfach sagen, es ist fürs künftige Kind. Oder dann hast du so oder so gewonnen. Dann gibst du auch deine Absicht den Preis.
Hexafly, schönes gutes Tagli. Dir auch, merci. Bist du gut gestartet? In der Dienstag, winterige Dienstag, ist wieder arschkalt draußen. Unglaublich. Die Leute wissen auch wieder nicht, wie Auto fahren, weil sie Angst haben, dass sie gefroren natürlich. Die ewig leidliche Diskussion. So, und jetzt muss ich wieder schauen, dass ich das da richtig zusammenbaue. Weil ich mag mich noch erinnern, letztes Mal, als ich da die Träger zusammengebaut habe, ist das nicht immer so gekommen, wie es hätte sollen sein. Den Landspeeder finde ich auch sehr cool. Gerade auch neu bei uns auf brach.ch gekommen, übrigens. Lego Exklusivset. Der Landspeeder von Luke Skywalker. Ist ja cool, wenn man ihn dort auf das Gestell kann stellen kann, wo vorne dran noch die ganzen Daten sind zum Landspeeder, genaue Modellbezeichnung und alles. Sehr, sehr cool. So. Ja, also die grauen Teile, die werdet ihr jetzt noch ganz häufig sehen. Es wird sehr ein grauer Tag, im wahrsten Sinne des Wortes, weil ja, es sind halt alle Teile, oder fast alle sind grau. Da kann ich nicht viel ändern dran. Der Eiffelturm besteht jetzt halt nur mal aus Stahl. Da können wir auch wieder abgleichen. Haben wir es richtig gemacht, aber es sieht eigentlich nicht richtig aus, oder? Also das da müsste eigentlich länger sein. Hat es noch längere von diesen Stiften? Ich habe die lange habe ich hier genommen. Ja, das ist natürlich sehr genial. Eben, da fängt es schon an mit der Konzentration. Da habe ich nicht genau geschaut. Da hat es zwei verschiedene lange Stifte. So, jetzt kommt es aber besser. Oder? Das ist auch nochmal ein langer. Nein, das ist ein kurzer. Und so. Und dann so. Oder? So, wieder kann man das nämlich da drauflegen und sieht, mal, das passt, ich habe das richtig gemacht, ich kann mir einmal auf die Schulter klopfen und weiterfahren. Nein, ein Giveaway, das Wort nehme ich jetzt nicht ins Maul. Ich weiss, es wäre wirklich prädestiniert heute vom Tag her. Aber wir haben am 27. so viel Zeugs verschenkt. Also ich bin aktuell ausgeschossen, aber es könnte durchaus sein, dass es in nächster Zeit etwas wird geben. Aber wenn, dann erfahren ihr das. Nicht von mir. Wie sieht es mit Haufen am Eiffelturm? Ja, also es wäre wirklich kein Seich. Ich könnte durchaus ein bisschen Unterstützung gebrauchen. Ich habe so die Befürchtung, dass das ziemlich lang wird gehen, bis wir da zusammen fertig sind. Aber ja, ist halt ein bisschen ein Problem, oder? Wenn da immer ein ganzes Team abwesend wäre von der Spielwaren, wo alle ein bisschen am Bau, am Eiffelturm rumklötzeln. Wer schafft nachher noch? Wer schafft nachher noch? Niemand. Dann kommen dir irgendwann die Lego-Sets von vorletztes Jahr rüber, weil niemand kümmert sich mehr um das Zeug. So, jetzt können wir das da nämlich auch wieder drauflegen. Und das ist eigentlich schon noch recht cool, weil dann sieht man wirklich, hey, habe ich das richtig zusammengebaut. So, und jetzt dürfen wir das so anlegen und das kommt so oben drauf. Wunderprächtig. Das sieht ziemlich gut, ziemlich finito aus. Oder? Stimmt das so? Etwas tut mich ein bisschen komisch. Also zu meiner Verteidigung, die Säule habe nicht ich zusammengebaut. Nein, aber es stimmt. Ist alles gut. Okay.
Okay. Und die kommen jetzt. Was soll ich jetzt da? Also hier wird es aufgezeigt. Das soll ich jetzt zweimal machen, oder was? Es ist ja zweimal. Also wie jetzt? Moment. Nein, eben, da kommen noch mehr. 24? Ja, das liegt noch da unten. Okay, alles gut. Also mal weg mit euch Teile. Und jetzt wird mir hier angezeigt, ich soll das irgendwie so parat legen wahrscheinlich. Also überflüssig. Bringt ja noch nichts. Wir können noch nichts zusammenstecken. Darum machen wir auch die nächste zivile. Let's go. Schluck Kaffee. Die Tochter hat letzte Woche den Yoda zusammengebaut. Ja, ich habe gesehen auf den Bildern, das ist... Also ich habe wenn du das Modell nur siehst, denkst du, das ist so ein kleiner, herziger, oder? Aber es ist doch noch ein Viech, ein Thunder, ja. Wie hast du gestern gewonnen? Was? Ah, gestern hat es ein Giveaway gegeben, oder wie? Ich habe noch keine Zeit gehabt, da bei der Steffi den Stream nachzuschauen, ja. Interesting. Als Ausrede Giveaway, ja, sorry, wir sollten aber den Satz noch fertig lesen. He? Das ist eine gute Idee. Hey, ich habe das gewonnen als Giveaway. Ja, voll. Du brauchst einfach noch so ein 2-Konto oder ein 3-Konto, was ich nicht weiss. Hexafly bietet Hilfe gerne an. Ja, ich weiss. Es würden so viele gerne hier mithelfen. Aber irgendwo brauche ich doch auch noch Beschäftigung. Oder? Ich muss doch irgendwo... Gut, ich könnte dann einfach ein bisschen mehr noch schnurren. Ich weiss zwar nicht, ob das geht. Ich komme ein auf den Tag drauf an. Oder könnte ich einfach da hocken und ein bisschen bla bla machen und ihr die hinten zusammenklötzen. Das wäre eigentlich auch kein Zeichen. Eben, Community Stream haben wir auch schon mal angetönt. Ist eigentlich ein mega cooles Projekt. Könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Momentan aber noch kein Plan. Ich will es jetzt auch gerade nicht geben. Ja, so kurzfristig, mittelfristig. Aber hey, also wenn wir mal eben ein bisschen Base haben, ich meine, sind wir ehrlich, man braucht ja auch eine richtig schöne grosse Community, damit man da ein cooles Happening daraus machen kann. Wenn ich euch natürlich mega gerne habe und eine richtig tolle Zeit habe jedes Mal mit euch. Aber wir brauchen einfach noch mehr. Darum, liebe Leute, wir haben zwar jetzt 1000 Grenzen mit den Followern geknackt. Merci nochmal für das. Das ist gestern offenbar passiert. Aber man braucht schon noch ein bisschen noch. Musst nicht zweimal machen für die überliegende Seite. Ja, genau, ja. Also da sind wir jetzt dran. Das ist eigentlich nochmal dasselbe. Aber das Bild ist halt ein bisschen verwirrend gewesen. So, ja, warum zeigst du da die Pfeile an? Aber ich glaube, es geht nur ums einfach anlegen zum Vorbereiten. Weiterarbeiten. Merci vielmals. Dir viel Spaß beim Lurk. Und danke, dass du reingeschaut hast oder noch schaust, hörst. Das weiß ich natürlich immer sehr zu schätzen. So. Ja, mal schauen, wie lange das geht. Also ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung. Ich habe kein Zeitfenster. Sonst weiss ich immer ein bisschen, so anhand von der Teileanzahl her, so wie lange das geht. Also so ein bisschen, was haben wir? Also, ja, 1000, 1500 geht meistens so in 2 Sessions. Also so 4 Stunden. Also wären wir jetzt beim, sagen wir mal, beim 8-fachen, dann sind wir bei 16 Sitzungen. Und ein bisschen haben wir zwar schon gemacht. Ja, vielleicht haben wir noch etwa 10 Streams, bis wir den Eiffelturm fertig haben. Also, es wird noch seine Zeit gehen. Wenn genug Leute sagen, so, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf den, machen wir vielleicht auch mal etwas anderes. Aber ja, jetzt vorläufig sicher noch nicht. SCTLC, hello, auch ein Ponywink zu dir. Wie ist dein Tag heute so verlaufen bislang? Mein Team ist natürlich schon ein bisschen
nicht neidisch, neidisch mal vielleicht auch, aber ein bisschen genervt. Die hätte er natürlich auch gerne wieder mitgemacht, oder? Ist ja verständlich. Aber eben, es langt schon, wenn ich jetzt hier arbeite quasi und nicht am PC arbeite, wo ich auch noch Zeugs zu machen habe. Aber schlussendlich geht es ja dann gleich auf. Sie einfach ein bisschen Gas geben. Jetzt mache ich zum ersten Mal wenigstens diese Säule. Ich habe ja noch andere Säulen gemacht. Die hat der Loom gemacht. Die unterscheidet sich jetzt wenigstens ein bisschen von denen, die ich gemacht habe damals. Im Dezember, wo schon wieder so weit weg ist, gefühlt. Unglaublich. Also wenn die Zeit so weiter rennt, dann bin ich gefühlt nächsten Monat pensioniert. Und da lange einfach die Pensionskasse noch nicht, oder? Krieg mit der QA. Okay. Willst du Details, ein bisschen Detail erzählen? Oder darf man wahrscheinlich nicht, hä? Ah, nervig. Ja. Derige Tage gibt es. So, habe ich jetzt das... Oh, das sieht richtig aus. Auch cool, ne? Da innen dran, das da. Hast du gehört, gewisse Leute haben sich aufgeregt, eben da beim Ferrari, warum es blaue Teile hat drin und so. Hier macht es Sinn, dass das rot ist, weil hier haben wir nämlich da in der anderen Säule haben wir gel und die verschiedenen Aufzüge haben ja auch einen Farbcode, oder? Und darum ist das sehr sinnvoll, wenn das farblich kodiert ist, weil dann weiss man nachher, wo man was muss antun. Ist so ein bisschen etwas studiert worden da bei der Anleitung. So, und jetzt suchen wir da noch die Mitte. Sack 25 auch schon. Aber wir sind noch gar nicht mit dem fertig. Muss ich das jetzt zweimal machen? Es steht nicht von etwas von zweimal hier. Aber oder? Ja, mal hier steht zweimal. Ja, aber dann mache ich jetzt besser das Fundament zweimal gerade fertig. Ich muss immer wieder zurückblättern. So weit und schon den nächsten Sack aufmachen. Das uralte Dokument, wo eine Änderung. Nein, okay, also uralte Dokumente und du hast eine Änderung gemacht und jetzt muss man die alten Dokumente alle neu machen. Das ist ja Sisyphus-Arbeit, die du ja sogar noch selber eingebracht hast quasi. Aber wahrscheinlich hat man auch müssen, oder? Also ich finde das auch schlimm. Zum Teil so in Betrieben, weißt du, noch so Word-Vorlagen oder Outlook, Schnellbaustein, Excel und so. Und dann schaust du das an und denkst, leck du mir. Wann ist das erstellt worden? Wer hat das erstellt? Ist das noch mit Excel gemacht worden? Oder hat man da früher noch, weiß nicht, hat es einen Vorgang gegeben von Excel? Ja, Excel 93. Kann das mal bitte jemand updaten? Ah, finde ich immer schlimm. Letztens auch so ein altes Dokument gefunden hier bei uns. Da habe ich also auch gerade ein bisschen drüber müssen. Ich glaube sogar, das war irgendwie von 2012 gewesen. Also man hat es, glaube ich, schon lange nicht mehr gebraucht. Ich habe das natürlich ausgraben und entstaubt. Bin ja selber geschuld.
Aber ja, also das ist wirklich hinten und vorne im aktuell gewesen. Ah, was natürlich könnte sein, ist, dass es auf eine andere Seite kommt. Jetzt muss ich gleich mal vorblättern. Wenn der zweite Boden nämlich gemacht wird. Soll ich es jetzt doch der Reihe nachmachen? Ist das schleuer? Mache ich jetzt ein Seich? Weil das ist nämlich ein anderer Boden hier. Jetzt noch ein 26. Also ich bin jetzt am 24. So eine Anleitung lesen ist schon noch schwierig. He? Hier steht ja zweimal. Wir machen zweimal da die Säule. Okay. Und hier steht aber nichts mehr von zweimal. Bis hier. Das haben wir jetzt vorhin zusammen fertig gemacht. Und jetzt steht hier Sack 25 aufmachen. Aber ich habe noch ganz viele Teile, die genau dem nochmal entsprechen. Und wenn ich jetzt hier aber weiter schaue, dann kommt beim Sack 25 und auch das da. Also es fehlt ja auch der braune Boden, der ist nicht beim 25 drin. Ich würde sagen, solange hier nicht explizit das nebendran steht, dass ich das genau jetzt zweimal muss bauen muss, machen wir gescheiter weiter. Ich lege jetzt das einfach mal auf die Seite hier. Vielleicht muss ich es nachher wieder auseinandernehmen. Dann machen wir beim 25 weiter. Nach der Anleitung bauen ist sicher immer noch besser, als irgendetwas anderes versuchen. Schön. Und Hexafly hat das eigentlich auch schon gesagt, eben zweimal beige und zweimal das rote. Ja, es ist schon so, ja, zweimal das beige. Und jetzt haben wir hier einmal das Graue, zweimal das Graue. Aber das braucht es einfach gar nicht, obwohl ich Teile für das noch habe. Aber jetzt hat es hier noch das Beige. Moment. Das Graue ist unten, das Beige ist oben. Hey. Okay. Und dann ist ja das doch nicht so verkehrt gewesen. Dann hätte ich jetzt doch das noch fertig machen können. Ja, das ist eben, weil ich die Säule letztes Mal noch nicht gebaut habe. Darum kann ich den vollständigen Ablauf noch nicht. Ich suche natürlich immer sehr gerne Ausreden, das wisst ihr ja auch. Aber dann machen wir dem Fall doch das noch geschwind fertig. Wenn das geht. Geht das jetzt? Also, müsst ihr eigentlich, oder? Ich mache es einfach zweimal. Also wenn es zwei gelbe Säulen gibt und zwei rote und eine hat noch Stecker drin und die andere nicht, dann muss ich das so sein, oder? Ja. Sollte ich es noch bei der Qualitätssicherung durchschicken? Ja. Müssen wir glaube ich machen, ja. Müssen wir glaube ich machen, wäre hier sicher sinnvoll gewesen. Bei dir ist das auch so, STLC, genau. Niemand hat mir etwas daran gemacht, jeder hat gehofft, irgendjemand anders macht es und alle vergessen es dann komplett. Jetzt bist du leider die Person, die das gefunden hat und die ganze Krimskrams darf aufräumen. Da freut man sich natürlich, oder? Da freut man sich doch. So, also von der Teile her geht das so perfekt auf. Das ist sicher gedacht, dass man das fertig macht. Zweimal. Wenn es zweimal vergessen gegangen ist. Was natürlich könnte sein, ist, dass es auf die andere Seite geht. Ja, das lassen wir mal noch. Kann nämlich sein, dass es nachher auf der anderen Seite lang ist. Also hier das längere Stück.
Und dann machen wir jetzt mit dem 25 weiter. Bevor ich da wieder etwas viel überspringe. Gut, früher ist auch vieles durchgerutscht, oder? Da hat sich doch niemand Gedanken gemacht, dass irgendeiner kommt und sagt, so, sorry, aber das könnt ihr so nicht bringen, das könnt ihr so nicht machen, das könnt ihr so nicht formulieren. Früher hat man einfach gemacht und gewartet, bis ihn jemand gemotzt hat. Und der ist schon gut. Was ich eigentlich bei Brack mache, ich bin Product Manager bei Spielwaren. Also ich kümmere mich um das Teilsortiment innerhalb der Spielwaren, namentlich Brettspiele, Kartenspiele, also die ganzen Gesellschaftsspiele aus Ravensburger. Ja, ein Teil Puzzles, die ganzen Sammelkarten, Klemmbausteine, Pen Paper Tabletop, Autospielwaren, Actionfiguren, das ganze Zeugs. Ein kleiner Teil von Merch. Also wenn ihr schon da die Nemesis Now-Krüge gesehen habt auf brach.ch, die sind auf meinem Mist gewachsen. Ja, und dann geht es eigentlich ein bisschen darum, als Product Manager, ja, welche Produkte nimmt man auf, welche tut man vielleicht auch wieder raus, wie macht man Preise, wie tut man die Sachen bewerben, aber das hängt natürlich noch mit anderen Faktoren auch zusammen, das entscheidet schon nicht nur ich alleine. Ja, und Aktionen natürlich, wann, wie hoch. Also es ist eigentlich so ein ganzer Rattenschwanz, der da noch mithängt, wo man als Product Manager muss dazu schauen. Dann Neuheiten natürlich, wenn möglich immer aktuell sein. Trend, Scouting ein bisschen. Darum ist es wichtig, dass man an so Sachen wie eben Nürnberger Spielwarenmesse geht. Da sind wir natürlich auch vor Ort. Anfangs Februar. Ja, und dort wird es sicher ganz viele Neuheiten zu sehen geben. Hoffentlich mal schauen, was 2023 für uns so parat behalten. SCTSC hat gesagt, bei der Qualitätssicherung, er will mal einen interessanten Job. Jetzt sagen der Salat. Ja. Also es ist ja sicher auch cool, oder? Ich glaube, wenn man so eine Person ist, die gerne eben so nach Perfektion strebt und Optimierung und alles, dann ist man dort sicher richtig aufgehoben, oder? Das Ganze ein bisschen analysieren, wie kann man es besser machen, effizienter. Oder vielleicht gerade komplett abschaffen oder erweitern, was auch immer. Ich stelle mir das eigentlich schon noch witzig vor. Aber ja, ich glaube, von Jobs, die man nicht schon mal gemacht hat und sich nicht so eingängig informiert hat, die tut man immer so ein bisschen romantisch anschauen. Oder dann denkt man sich so gewisse Sachen, so, ja, das ist dann sicher so und so. Oder wie gewisse Leute das Gefühl haben, zum Beispiel bei uns bei der Spielware, wir den ganzen Tag nur Spielsachen auspacken und ein bisschen spielen. Nein, definitiv nicht. Natürlich kommen wir ab und zu Sachen zugeschickt über, die wir anschauen müssen und ja, macht es Sinn oder nicht oder was auch immer. Aber das ist dann wirklich ein ganz winziger Teil davon. Hey Spoo, salü, grüß dich. Wie geht's dir heute? Alles Paletti? Bionik hat sogar im Spielwarenhandel die Lehre gemacht. Du bist ja prädestiniert für bei uns im Team, oder? Im Spielwarenhandel. Aber jetzt bist du nicht mehr dort, oder wie? So, jetzt die lange. Ja, ich kann es nämlich hier auch noch abmessen. Es hat da wieder so schöne Anzeigen, wo man es drauflegen kann. Ist es zu lang oder zu nicht? Oder zu nicht, ja. Also heute ist
Deutsch bei mir übrigens sehr schwierig. Ich sage das einfach gerade mal geschwind. Ich habe wieder ewig nicht einschlafen und dann ist, dann ist bei mir aber Reden so ein bisschen. So, das machen wir jetzt 3-mal. Gut. Vorne kennen Saletti. Wie haben wir es heute an diesem wunderprächtigen Dienstag? Baunig war auch mal an der Messe in Nürnberg im 3. Lehrjahr. Ah, das war sicher toll gewesen. Ich glaube, das ist schon ein richtiges Happening. Jetzt haben zwar sehr viel abgesagt, aber es sind immer noch so viele Stände, dass die paar Tage noch längstens nicht lange. Ja, mir geht es auch gut. Ich habe zum Glück keinen Kopfweh, aber ich wünsche dem schon mal gute Besserungsbau. Ich hoffe, dass sich das bald wieder leitet nach dem Östi. Da. Dich brauche ich. Zombo im Wildeck. Die kennen wir doch. Ja, das ist schon ein Begriff, ja. Auch witzig. Die Welt ist schon extrem klein, also unglaublich. Wärst du jetzt so dort, würden wir uns wahrscheinlich wirklich noch kennen. Mehr miteinander zu tun haben. Gut. So, und jetzt eins einziges, das klein ist. Ah, Polly, hast du endlich das Päckchen bekommen? Wow, das hat ja richtig lang gedauert. Okay. Ja, sehr gern. Also ich meine, hast du selber deine Punkte eingesetzt und Glücksgöttin, Karma, was auch immer ihr wollt glauben, ist dir wohlgesonnen gewesen. Freut mich natürlich, dass es kein Pöstler und keine Pöstlerin einfach eingesackt hat für sich alleine. Das ist beruhigend. Zombo ist aufgekauft worden. Ah ja. Ja, siehst du. Ah, ist das denn? Ist das so? Ba. Also sie haben einmal immer noch einen Webshop. Wir haben früher vor allem auch noch etwas gemacht mit denen wegen Bruder. Also Bruderspielwaren. Vielleicht kennt ihr das, das sind die metallischen Spielzeugfahrzeuge, aber wirklich so Nachbauten mit Maßstab, so Traktoren, Lastwagen, Kräne und so. Also wenn ihr so hochqualitative Spielzeugautos hatten früher im Maßstab, dann sind die meistens von Bruder gewesen. Hey, Spu, am Sonntag das erste Lego-Set überhaupt. Gratuliere. Das freut mich sehr. Was ist es für eins geworden? Das nimmt uns alle natürlich brennend Wunder. Ist ja jetzt auch Zeit geworden, oder? Du kannst ja nicht die ganze Zeit da im Claim-Bausteine-Stream abhängen und kein Claim-Bausteine-Set zusammengebaut haben.
Da ist doch die Neugier eigentlich so groß, dass man doch einfach das Zeug muss mal in die Hände und selber machen. So, jetzt kommt der geile Teil. Ah, das hebt ja fantastisch. So, jetzt. Oder Beige, Entschuldigung. Oder Sandgel. Oder haben wir hier einen Farbfanatiker. So richtige so Couleur-Apostel unter uns. Es gibt ja so Leute, oder? Das ist Orange. Nein. Das ist Mandarin. Oder das ist Rosarot. Nein, das ist Lachs. Und so Zeug, oder? Ich erfreue mich natürlich als Hobby-Miniaturbemaler schon auch eine korrekte Farbbezeichnung, aber bei mir sind es eher so Goblin Green, Banshee Purple, Gory Red und so Sachen. Sehr akkurat. Ich finde auch, die sollten in Schulunterricht in der Primarschule aufgenommen werden und so gelernt werden. Ah, Polly, bist du noch in der Ferien gewesen? Ja, dann bist du natürlich entschuldigt. Hast du in dem Fall schöne Ferien gehabt? Bist du Skifahren oder bist du an den Strand gegangen? Ich glaube, das Zwischending gibt es nicht. Also entweder geht man Skifahren im Winter oder man geht an den Strand, wenn man nicht Skifahren will. Wo ist das runde Teil da? Hui. Ich habe gerne Sachen, die sich drehen. Das ist cool. So ein bisschen Motion. Ah, das Buch. Ja, ich glaube, du hast noch angeteasert, oder? Das Hogwarts-Wappen. Ja, dass dir das gut wird gefallen. Ja, super. Und jetzt hat es Spass gemacht. Bist du jetzt offiziell abhängig und wird es noch mehr geben, ist die grosse Frage. Polly sagt, wenn man im Norden, Westen, Osten vom Aargau wohnt, dann versteht man es wegzügeln. Okay. Was bleibt da noch? Dann bleibt der Süden noch. Was ist dort? Zofingen. Ist das besser? Grosse Frage. Ah, schau, da wird schon mit Hexzahlen für Farben um sich geworfen. Da hat geschwind einen Screenshot gemacht, sich das ins Photoshop übergezogen und dann den Farbcode rausgezogen. So viel Aufwand wollte ich gerne von jedem. Eher F7E 9B7. Also wenn wir es genau nehmen, ist es natürlich F7E 9B6, aber näher dran, näher dran. Ist aber grün. Oh ja, Farbdiskussionen, herrlich. Bitte, bitte mehr. Was ist deine Lieblingsfarbe? Blau. Nein, gelb! Ah! Ritter der Kokosnuss, ich hoffe, ihr habt ihn gesehen. Absoluter Klassiker. Und die Python. Das ist so ein bisschen ein Trugschluss, wie man es bezeichnen. Im Deutschen zumindest. Also das Bumi ist immer so, also wir haben definitiv schon mal über das Hogwarts-Wappen geredet gehabt, aber ich weiß nicht, ob das mit dir war. Das ist so, oder? Ich habe schon genug Schwierigkeiten, Namen von Leuten mich daran zu erinnern, wenn ich das Gesicht gesehen habe, aber ich das Gesicht nicht einmal gesehen habe, sondern nur das Internet-Pseudonym mit einer spezifischen Farbe. dann ist bei mir ganz, ganz schwierig.
mit wem ich jetzt über was geredet habe. So. Okay, also das kommt so. Sieht gut aus. Fantastisch. Wunderschön. Wunderprächtig. Kein Platz haben für so Sachen. Ja. Verstehe ich. So, schau jetzt. Jetzt sind wir doch wieder genau am gleichen Punkt. Jetzt heisst es hier wieder Sack 26, aber ich habe noch Teile hier vom 25. Wollt ihr mir doch nicht erzählen, dass ich jetzt da nicht nochmal genau das Gleiche muss bauen muss? Also 27, und jetzt soll ich da alles auf die Seite tun und dann irgendwann heisst es, hey, übrigens von Sack 24, das musst du auch nochmal bauen. Ah, hier, schau, da steht mal 2, aber das ist nur das Teil. Ja, gut, okay. Und am Schluss zusammensetzen. Also, alles doppelt ausführen, let's go. Gut. Ich hoffe, das geht am Schluss auf, weil sonst sind einfach ihr schuld. So. Aber das heisst, ich muss auch nochmal das Teil von hier noch machen. 25 habe ich gemacht, ja. Das 25 gar nicht offen. Das ist das da. Leute. Die Polizei war krank, das tut mir leid zu hören. Und der Hamster ist auch krank geworden. Da bist du mit dem Hamster zusammen im Bett gelegen und hast die ganze Zeit ein bisschen einander ein bisschen Wichs eingerieben. Stelle ich mir lustig vor, so der Hamster mit seinen kleinen Händchen dort. Das wird wahrscheinlich so 2 Stunden gedauert haben, bis da die Brust mal eingestrichen war von dir, Polly. Viel Schoki gegessen, das soll ja helfen. Wenn man Grippe hat, Schoki essen. Hat ja sämtliche Vitamine drin. Vitamin C, B, D, E, R und Q. Ja, das Bruder stimmt. Wir haben uns an der Farbe geschwind gesehen. Das ist ja so. Aber ich mache trotzdem kein Versprechen. Ich würde das so gerne können. Es gibt so, also das ist einfach etwas, wo mir nicht liegt. Wenn ich mit Leuten nicht konstant etwas zu tun habe, dann vergesse ich im Fall wirklich Namen und Gesichter. Mein Hirn ist das so extrem selektiv, wenn es ums Ablecken von so Informationsschnipsel geht. Und das kommt dann einfach in den Kurzspeicher rein, oder? Und dann, wenn der voll ist und es nicht übergelagert wird in Langzeitspeicher, dann geht das raus. Und das ist ganz unangenehm, oder? Da kommen die Leute wieder zu mir so, «Hi Cyril!» Und ich so, «Hi!» «Hey! Wie geht's? Lang nicht mehr gesehen!» Cool ist immer, wenn du erben kannst, oder? Wenn du irgendwo ein Familienfest hast oder so, ein grosses, oder Kollegen Ausgang gehst und jetzt sind Leute dabei, die du schon mal gesehen hast. Und dann schickst du ja immer eine Kollegin, Kollege, Frau, Freundin, was auch immer voraus. Die kennt ihr dann dem oder den. Und dann kannst du erben und musst einfach gut zuhören. Das Problem ist, wenn du in diesem Zeitpunkt mit jemandem im Gespräch bist und diese Person schon weitergeht und die nächste, die kommt, weisst du den Namen nicht, dann ist vorbei, dann hast du vergeben. Treu ist denen schuld, bin ich auch sehr einverstanden damit, wenn irgendetwas falsch läuft, dass der Treu schuld ist. Das ist der beste, wie sagt man, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Einer, der einsteht für Sündenbock. So, voilà. Beim Wappen hat es mal Zahlen gehabt, also Zahlen auf der Tüte hat es keine gehabt.
Und hast noch übrige Teile. Also es hat immer übrige Teile bei den Lego-Sets. Also solange es auseinandergeht oder irgendwo das Gefühl hast, da fehlt noch etwas, ist eigentlich alles in der Ordnung. Also TLC sagt, ja, es hat kein Architekt, aber das letzte Mal, als ich geschaut habe, hat der Eiffelturm 4 Beine gehabt. Absolut richtig. Darum haben wir hier einen 2. Hier 2. Oh, ja, 2. Ich darf es nicht zu fest anlängen. Es geht alles auseinander hier. Und hier machen wir jetzt noch die anderen 2. Sind lustige Zeiten gewesen, aber es geht echt wieder gut. Okay. Polly und sein Hamster. Hey, schöne Zeiten gehabt, während sie krank sind. Das freut mich. Das ist wahre Tierliebe. Du hast ihn tagsüber wach behalten und er dich nachts über. Das ist doch mal wahre Liebe. Hoppla TV. Wenn und wo im WK war, meinst du mich? Ich bin nicht im WK. Aber meinst du den Troy? Ist der Troy im WK? Keine Ahnung. Ah, nicht so eine lustige Zeit gewesen. Ah, okay, sorry. Das ist das Problem. Einerseits versuche ich hier mehr oder weniger speditives Zeug zusammenzubauen. Andererseits muss ich hier noch mit dem Chat mitkommen. Schöne Herausforderungen. Die liebe ich ja. Aber ich finde es schön, dass ihr mich wenigstens so korrigieren und haben noch die Geduld so. Und nicht einfach schon, ach komm, ja. Cyril, ja, hört ja eh nicht richtig zu und lesen tut das auch schon nicht richtig. Was soll ich da noch? Ich gehe einfach. Habe ich keinen Bock. Mich meinst du? Nein, ich bin nicht im WK gewesen. Kommst du jetzt auf den WK? Also mich hast du definitiv nicht im WK gesehen. Ich bin noch nie im WK gewesen. Was? Was nicht wichtig? Nein, was? Was kommt jetzt hier wieder? Sicher? Hä? Habe ich mir jetzt widersprochen? Sicher sind ihr wichtig. Sicher. Die wichtigsten. Ohne euch würde ich das ja nicht machen. Ganz ehrlich. Hä? Ohne euch würde ich hier keinen Kleinbaustein auf den anderen setzen. Aber ja, falls ich das vorher anders irgendwie gesagt habe, weil ich eben mein Kurzzeitgedächtnis, ich habe es ja gerade angetönt, dann schieben wir es aufs Einzelkind sein. Das finde ich eine gute Entschuldigung. Das ist eine gute Ausrede auch, oder? Das ist so wie so ein Aargauer Kennzeichen. Du kannst überall parkieren. Quer darüber, über 3 Parkplätze ist gleich, weil du bist ja vom Aargau. Habe ich immer cool gefunden, als ich noch ein Aargauer Kennzeichen hatte. In Zürich, auf der Tramspur, irgendwo quer parkieren. Da haben alle gewusst, ja nein, ja, der weiss es ja einfach nicht besser, oder? Das ist ein armer Sieg. Der hat im Aargau müssen Fahrschule machen. Er weiss nicht einmal, wie seitwärts einparkieren. Da kannst du nicht helfen. Der weiss es einfach nicht besser, oder? Das Uniformgesicht habe ich. Okay. Ja, merci. Das Uniformgesicht ist auch geil. Okay. Also, ja, könnte sein, dass wir mal. Wenn du dumm bist vor 12 Jahren oder so, dann haben wir uns vielleicht mal gesehen. Aber sonst auch nicht. Uniformgesicht habe ich auch noch nie gehört. Aber finde ich witzig.
Ihr könnt nicht prüfen, ob ich aufhöre, wenn alle den Stream zutun. Ja, wie machen wir das jetzt? Wie soll ich euch dann beweisen, dass ich ohne euch nicht vom Fleck käme hier? Also, ich sage euch etwas. Bis wir uns das nächste Mal am Dienstag sehen, nächste Woche, ab der 3. passiert gar nichts mit dem Eiffelturm, weil ihr seid nicht rum und ich baue nicht dran, dementsprechend. Das verspreche ich euch. Also wenn der Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag komme ich nicht dazu. Geht nicht. Brauche eure Unterstützung. Muss ich bremsen? Nein, ich darf das. Ich bin im Aargau aufgewachsen. Also dann darf ich auch sagen, dass man als Aargauer so rumfährt. Ich meine, jetzt reg ich mich auch auf. Oder ist ja völlig gleich, welches Kennzeichen das hast. Du regst dich immer über die Leute auf, die dieses Kennzeichen nicht haben. Aber ich bin ja kein Aargauer. Ich bin im Aargau aufgewachsen. Das ist so der feine Unterschied. Ja. Anyway. Ab Ende Jahr oder vielleicht nächstes Jahr habe ich dann auch nochmal ein anderes Kennzeichen. Dann fahre ich dann nicht mehr mit LU um, sondern mit BE. Dann darf ich nachher offiziell 100 fahren auf der Autobahn. Also maximal 100, dass wir uns richtig verstehen. Also ich hoffe wirklich, das kommt alles richtig raus. Da. Also das ist jetzt sehr ungewohnt, dass hier nicht Schritt für Schritt das angezeigt wird und das zweimal, sondern erst so am Schluss, hey übrigens, das musst du zweimal bauen. Und ich hoffe jetzt einfach, dass das richtig ist, dass man die roten Teile, dass die lange Seite bei beiden Säulen auf die gleiche Seite zeigt. Hoffe ich jetzt einfach. Und wenn es nicht so ist, dann hoffen wir irgendwo auf einen kleinen Kobold namens Pumuckl, der uns das flickt aufs nächste Mal. Wo ich aufgewachsen bin, in Iredingen, bei Baden ist das, was jemand kennt von euch. Mittlerweile ist es zwar auch recht gross geworden, aber es wird nicht mehr grösser, weil es ist komplett auszont. Das heisst, es gibt keine Neubauten dort, außer man tut alte einstampfen. Aber ja, darum kenne ich mich ein bisschen aus. Region Aarau kenne ich mich auch ein bisschen aus. Oh, Moment. Nein. Ah! Das muss hier ganz speziell ausgerichtet sein. Shit, ja, Badefahrt. Oh mein Gott, ich hätte es schon fast vergessen. Oh ja, das wird richtig geil. Also die wird ja auch richtig fett jetzt wahrscheinlich, oder? Jetzt haben ja alle ein Mango mit der ganzen Party. Und Aargau ist jetzt nicht gerade unbedingt mega bekannt für eine grosse Fasnacht, auch wenn es nicht ein bisschen grösser ist wie in anderen Kantonen. Aber ja, darum, ich denke, das wird eine richtig grosse Badefahrt. Richtig crazy. Ich habe hier noch ganz viel von denen da. Ist das so richtig? Nein, ist es nicht. Nein, schon gesehen. Es fehlt noch auf der einen Seite dort. So.
können wir nämlich da noch dazwischen.
Also ich weiss nur zum Beispiel dort, wo ich ja zumindest zu einem Grossteil aufgewachsen bin, eben in Ehredingen, das war früher Unter- und Ober-Ehredingen. Undi und Obi. Und die Ober-Ehrendinger, also das ist ja bei jedem Dörfer so zweigespalten sind, oder? Die oben sind natürlich die mehr besseren gewesen, oder? Die Reichen. Die haben immer auf die von unten, auf die Undis, runtergeschaut. Und es sind auch zwei verschiedene Religionen gewesen. Das eine ist, ich weiß gar nicht mehr, ob wir reformiert sind oder katholisch. Nein, ich glaube, wir sind katholisch gewesen, Undi, und Obi war schnell reformiert gewesen. Ja, und darum hat es auch unterschiedliche Feiertage gegeben, völlig gesponnen eigentlich. Also laufst 500 Meter und dann hast du einen anderen Feiertag. Aber das ist im Aargau sowieso sehr speziell. Der ganze Feiertag. Wirklich in jedem Dorf wieder irgendetwas anders geregelt ist. Cobra sagt, du hast eine Frau von Thun. Also, woher kommen die anderen Frauen? Ist aber Spanierin auch ein bisschen schräg. Ich stelle mir den Dialekt oder Akzent, was auch immer, sehr witzig vor, falls sie ihn als Spanierin noch nicht völlig abgeleitet hat. Bern und Spanisch so ein bisschen fusioniert. Ich habe das gerade letztens diskutiert mit einem Kollegen. Wegen so Akzenten, oder? Ausländische Akzente. Ich finde, im Englischen, dort wo sie aber herkommen, wenn ich jetzt an Schottisch denke, oder, und so, dann funktioniert es. Aber wenn nachher irgendwie Deutsch das machen willst, dann wird es schon sehr schwierig. Dann kannst du vielleicht noch so die grossen Akzente wie Chinesisch und Indisch und Französisch und so gut also kannst du sie gut nachahmen, die Akzente, aber wenn im Schweizerdeutschen zum Teil Akzente machen willst, das denke mir sehr grosse Herausforderung. Also ich habe noch nie einen Schott gehört, der schon lange in der Schweiz lebt und jetzt Schweizerdeutsch redet. Wie redet der oder die? Keine Ahnung. Also worum es konkret geht, ist, ich kann natürlich für die mal wieder irgendwelche Akzente probieren. Und die ganzen Zwerge werden ja immer mit schottischem Akzent gespielt, oder? Aber das kannst du ja im Schweizerdeutsch das einfach nicht bringen. Also es klingt ja sicher lächerlich und ich wüsste gar nicht, wie machen. Ah, okay, Frau Berner, Vollgas, okay. Ah, und wegen Oberland und Mittelland. Thun hat Bezirke revidiert. Kann man das einfach so? Oder haben die Leute irgendwie, keine Ahnung, so eine Revolte angefangen, wirklich so klassisch, oder? Mit Mischgabeln und Fackeln und sind dort vor das Gemeindehaus und haben droht, den Gemeindeschreiber öffentlich aufzuhängen und mit Tomaten zu bewerfen. Oder wie ist das vonstatten gegangen? Dass man das Thun einfach kann sagen, so, wir sind jetzt Oberland und nicht Mittelland. Spannend. Thurgauer Heimatort. Ja, muss ich leider immer ein bisschen schmunzeln, weil ich eine gute Kollegin, die ich ein Jahr lang zusammengearbeitet habe, der Rezeption mit ihr. Und sie ist auch Thurgauerin und ich konnte es natürlich nicht können lassen, den Akzent die ganze Zeit nachher zu äffen. Oder es tut mir jetzt leid, sorry Debbie. Aber es ist prädestiniert halt, um ein bisschen dumm zu tun. Und ich meine, der kleine Erfinder, der hat natürlich auch nicht geholfen, oder?
hat natürlich wirklich nicht geholfen. Ah, das mit Verschiebung ist vom Amt gekommen, okay. Ja gut, wenn alle zufrieden sind damit und ihr vorher so quasi keine Identität habt und euch jetzt besser geht, dann ist ja okay. Also schlussendlich, ich meine, interessiert es wahrscheinlich die wenigsten, oder? Ausser so die alten Knustis am Stammtisch, die haben sicher etwas zum Reden und Palavern gehabt. Sich endlich mal wieder können über belanglose Sachen aufregen. Das ist ja wichtig. Oli fragt, ob wir schon in jedem Kanton sind in der Schweiz. Also als kleines Kind sicher, meine Eltern, das ist so typisch, oder der Sonntagsausflug, fahrst einfach mal, der Vater selber weiss auch nicht wohin, fragst immer, wo gehen wir hin, ja, siehst du dann, oder so der Klassiker. Ja, aber ich glaube, wir sind dort wirklich überall hingefahren. Es schneit, Gott verdecke. Ich mag mich nicht mehr so recht daran erinnern, an die meisten Orte, muss ich ehrlich zugestehen. Also vor allem auch das Ganze in der Romandie ist doch sehr fremd geworden für mich, weil ich mit dem einfach nichts am Hut habe. Ja? Also Wattland, Freiburg, Neuchâtel und das ganze Zeug. Also, ich glaube, außer Jura sagt mir jetzt wirklich gerade gar überhaupt nichts. Also ich glaube, im Jura sind wir jetzt nie wirklich gewesen. Wenn es dort auch noch schöne Gegenden gibt, das wäre eigentlich mal ein Ausflügel wert. Also sie hat in dem Vorfahr wollte Polizist werden und er hat sich in Bern müssen einkaufen, also dass er Berner Polizist können werden, oder? 3 Heimatorte, Jesus. Ah, deswegen, okay, jetzt macht es Sinn. Also 3 Heimatorte ist schon ein bisschen wild, he? Also ich habe schon 2 gehabt und habe dann aber eigentlich gesagt, ja, sie können eine drin lassen, das ist schon gut. Jetzt habe ich nur noch einen. Weil ja, der zweite war geerbt, aber schlussendlich, weißt du, was fängst du an mit diesen Heimatorten, oder? Ausser, dass es natürlich witzig ist, wenn du sagen kannst, ich habe 3 Heimatorte. Ich fühle mich überall die Heime. Wenn die dann eben an dem Stammtisch dann eine dumm anschnurrt, kannst du sagen, hey, sorry, ich komme ja von da. Das ist mein Heimatort. Cobra sagt, das sei schräg. Frau Spanierin redet akzentlos Bernerdeutsch, aber hat keinen Schweizer Pass. Das ist schon. Also, wenn das natürlich ein Kriterium wäre, einwandfrei können einen Akzent, Dialekt, respektive Dialekt sprechen. Ich glaube, der hätte wirklich noch viele den Pass verdient. Aber ich finde das natürlich mega schön, wenn man sich so wunderbar integriert und sich die Mühe macht, so einen Dialekt zu sprechen. Und dass das dann halt nicht belohnt wird, ist
ist schon ein bisschen tragisch, ja, aber ich weiss nicht, braucht sie nicht dann unbedingt? Der Schein. Ach, kommt sie denn nicht über, wenn ihr verheiratet sind? Also wenn du sagst, sag deine Frau. Oder wie geht denn das? Polly meint noch, es sollte Kanalpunkte-Belohnungen geben, wo ich 5 Minuten muss Thurgauer Dialekt reden. Ich glaube, wir wissen alle, wo das hinführt. Dann wäre ich nur noch am Thurgauer. Und die Thurgauer unter euch, die würden sich schämen, weil das würde ja gar nicht richtiger Dialekt sein. Die würden sich schämen für mich. Die würden alle Thurgauer und Thurgauerinnen da fix gerade unfollowen, gehen, nie mehr kommen. Mit Cooldown natürlich. Diskutabel, okay. Aber ja, so Belohnungen wäre schon mal noch etwas. So ein bisschen witzige Sachen. Mal mit der Steffi anschauen. Also ich kann es einschalten, aber die anderen müssen ja auch einverstanden sein. Können wir zusammen ein bisschen dumm tun. Knuschis am Stammtisch ist ein Kulturgut. Bin ich absolut einverstanden. Hexafly ist schon überall in der Schweiz, in jedem Kanton. Gratis können fahren, sogar als Kind. Ja, das würde ich natürlich auch ausnutzen. Also, wenn der Vater schon so eine Position hat bei der SBB, stressfrei ein bisschen durch die Schweiz durchtuckern. Mal ein bisschen sehen, was gibt es bei uns überhaupt so. Ich finde das immer so eindrücklich, wenn man mit dem Flugzeug irgendwo vom Westen, meinetwegen auch vom Osten, auf Zürich Flughafen zusteuert und dann fliegt man da über die Landschaften rein. Bernbiet zum Beispiel. Und viele andere natürlich und sieht, was wir unten dran eigentlich so für eine wunderschöne Natur haben. Oder? Und dann säckelt man dieser Natur eigentlich davon, indem man ins Flugzeug steigt und irgendwo hinfliegt. Obwohl man die Heime noch nicht mal alles kennt. Oder um so ein kleines Land von der Fläche her. Die Idee geht nur noch ein Heimatort heutzutage. Okay. Also ich habe das nur letztes Mal müssen angeben wegen Zivilstandsdokument da. Da habe ich nur noch einen angegeben. Ja. Aber auf die Idee stimmt, auf die Idee habe ich schon länger nur noch einen. Aber wahrscheinlich auf dem Geburtsschein wären noch beide drauf. Wenn der noch irgendwo ist. Keine Ahnung. Als wäre ich nie geboren worden. Und der dritte Name haben sie wegfusioniert. Auch spannend. Kennst du Leute, die sich cool finden und dann die Adresse von Großmutter Zwängen angeben? Also, da brauche ich ein bisschen Background. Warum soll jetzt das cool sein? Einfach weil es Wengen ist, oder was? Kann man dann High Society im Oberland? Ach so, okay. Jesus Gott. Ja gut. Also ich war einmal dort wegen dem Skifahren, aber... Okay. Ja, ich kann natürlich nicht ganz so mich aufs Umfeld konzentrieren. Wahrscheinlich müssen wir ein Stück weit laufen, bis wir den Wengen
so ein bisschen die High Society Gebäude und Familie antrifft. Aber ja, da mache ich mir natürlich herzlich wenig draus, weil ich selber nicht zur High Society gehöre. Ist mir das schon ein bisschen wurscht. Aber wenn das Leute etwas gibt, wenn sie so tun können, als gehört es dazu, dann ja, macht doch das. Dann macht doch das. Ah, schau jetzt, der Polly outet sich als Stammtischkasperli. Okay. Jugendliche mal beides Bier holen und so voll im Siffer-Skater-Style. Schön. Herrlich. Am besten noch mit dem überlangen Kettchen vom Portemonnaie, oder? Dort einer mit Hund kocht und sagt zu mir, soll ihn loslassen? Oh Gott. Ja. Bist dann wahrscheinlich schnell wieder raus, oder? Ohne Bier. Aber es ist heute noch High Society. Also, ich finde Zermatt ist so überlaufen. Ich weiss nicht, warum man da sich damit wie sagt man? Ob man soll damit prahlen, wenn man jetzt irgendwie von Zermatt kommt oder was auch immer. Klar, es sind viele reiche Leute auch und krasse Chalets und so. Also es ist einfach ein fucking Loch hinein. Also ich sage es nur, weil ich ein Jahr lang in Zermatt gearbeitet habe. Darum. Ach Gott. Kurzer Brain Freeze kam. So, und jetzt kommt so an. Also das kann nicht sein. Moment. Hä? Warte jetzt. Also das geht nicht. Da stimmt irgendetwas nicht ab beim Anklicken. Jetzt muss ich das nochmal da drauflegen. Ah! Das muss aufhören. Macht das schon den Unterschied? Und so rückwärts. Okay. Ist das schon? Ja. Das ist es schon. Aber irgendetwas stimmt nicht, oder? Also das kann es nicht sein. Das schon? Nein. Also ich habe doch da irgendetwas falsch angeknipst. Also ich meine, klar, irgendwo in der Mitte geht es ja ein bisschen so zusammen, oder? Also ich habe es jetzt genau so angetan, wie es soll sein, aber Moment, ich kann es ja noch so drehen. Okay, jetzt ist besser. Jetzt ist besser. Kann man es so noch ein bisschen runter. Am Schluss wird es sich dann schon irgendwie einrenken. So, okay. So. Ja, sorry, Polly, ich nehme es zurück. Du hast nur die Stammtisch-Kasperlis dort gesehen und natürlich Respekt bekommen von diesen Leuten. Aber bist selber natürlich keiner. Ich habe nur den Anfang von der Geschichte gelesen, siehst du?
Ist wieder das Gleiche wie immer. Gleiche Diskussion wie immer. Das ist schon weird. Aber ja, klar jetzt das. Spuk geht im April auf Zermatt. Schade, ich bin im Februar bin ich da oben. Kommen Kollegen extra von Holland oben runter. Und die wollen das mal gesehen haben. Deswegen. Aber natürlich viel Spaß. Und excuse, welcome, welcome. Schön bist du auch noch dazu gestoßen, freue ich mich natürlich. Ja, ich brauche wieder Hilfe. Ja. Ist ja gut. Hey, aber ich habe es jetzt wirklich nach Anleitung gemacht. Es ist einfach schräg. Kannst du mir jetzt erzählen, was du willst? Es ist einfach schräg. Ja, der Träger muss ein bisschen in der Luft hängen. Es ist ja ein luftiges Gebäude. Es sind ja nur so Stahlträger von links nach rechts, oder? Und dazwischen ist ja nichts. Das muss so sein. Das ist der französische Look. Weniger ist mehr. Aber es ist schon komisch. Schon komisch. So. Das Problem ist halt, das verzieht sich auch, je nachdem, wie man das hebt, oder? Ich weiss es noch so ein bisschen so irgendwie. Ja, jetzt geht es natürlich nicht mehr, wie es da unten ansteht, wegen dem Teil, die jetzt gerade rein da haben. Aber das ist schon richtig, Leute. Es ist schon richtig. Das Unplugged ist dann noch. Oh, mega cool. Hat es ein paar gute Acts drunter? Oder gehst du einfach wegen dem Feeling? Das ist schon ein mega cooles Happening. Wenn du nicht arbeiten musst dort. Wenn du arbeiten, dann kannst du die eigentlich abschreiben. Also dein Alter ist einfach 10 Jahre. Also liebe Leute, wenn es in Zermatt am Unplugged sind ein bisschen nicht mit den Leuten, die dort arbeiten. Ich habe das Gefühl, wir bauen immer das Gleiche zusammen. Kann das sein? Kommt mir bekannt vor jetzt. Ich komme schon auch mit Spoon. Ich kaufe mein Essen selber. Da kannst du mit mir am meisten sparen. Wäre das okay? Passenger ist dort. Kommst du zu vergünstigten Tickets? Hast du da Special Connections? Bist du ein B-Promi eigentlich, Spu? Oder sogar ein A-Promi? Gib's zu. Nein, A-Promis hat jetzt gratis bekommen. Aber ein B-Promi.
So, und das machen wir jetzt nachher gerade nochmal. Ich tue das gerade schon mal antönen, damit ihr wisst, was auf euch zukommt. Also sie versucht mit allen anständig umzugehen, also sie fordern es raus. Gut, also wenn sie es herausfordern, sind sie selber geschuld, oder? Aber ich sage euch nur, eben, irgendwann ist man dort richtig am Arsch. Und dann mag man einfach nicht mehr so wirklich. Das ist wie bei einem Marathon laufen, oder? Am Schluss magst du eigentlich nicht mehr einfach die Beine säckeln weiter und im Kopf denkst du an irgend schon etwas. Drin ist bei der Raiffeisen. Ah, und die haben vergünstigte Tickets. Ah, sind die Sponsor in dem Fall. Ja, dann macht es Sinn. Siehst wie ein B-Promi aus. Du musst jetzt gar nicht dich hinter deinem Togebi verstecken wollen da. Weißt du? Den Poli kannst du vielleicht täuschen. Der STLC und Co. Aber nicht mich. Finde ich auch einen guten Ansatz. Für jemanden sparen, der dann doch nicht kommt. Was? So quasi, hey, wir gehen zu 5. in die Ferien. Aber wir gehen dann doch nur zu 4. Aber ich spare für 5. Weil dann habe ich nachher für eine Person, wo ich das Geld einfach verjassen kann, weil die Person kommt ja dann nicht. Obwohl ich weiss, dass sie nicht kommen, aber ich tue so, als käme sie. Sehr schön. Gibt es ein Verb, wenn jemand zum Promi wird? Also promifizieren, oder? Promiskuitieren? Nein, das hat einen anderen Stamm. Das haben wir nicht. Promieren. Ah. Deutsche Sprache. Nee. Und in Oxford war an der Englischschule, hat der eine Lehrer, der ist mega geil in sich. Der ist immer Fotobomben. Wenn wir irgendwo gestanden sind, ist der irgendwie aus dem Eck hingekommen. Ja, anyway. Der hat gesagt, du kannst eine Sprache dann richtig gut, wenn du sie nach deinen Wünschen kannst einen Moment anpassen. Also wenn du eben die Wörter so gut kennst, dass du die kannst abwandeln, so wie du gerade brauchst und wie sie auch sinnvoll wären. Promovieren, ja, finde ich gut, ja, wieso nicht? Promovieren. Sehe wie Servola Promi. Ein Z-Promi. Z-Promis, da kannst du nachher wenigstens zum wie heisst Promi-Dinner gehen.
Kannst dort ein bisschen vor dich anköcheln. Und dich in deiner wunderschönen IKEA-Wohnung präsentieren. Und so tun, als wärst du ganz oben angekommen. Aber jeder, der dir zuschaut, fragt sich, wer bist du? Promillieren finde ich auch geil. Würde ich auch akzeptieren. Promillieren. Ja, ich meine, man muss ja schon auf das anstoßen, oder? Wenn man plötzlich B-Promi ist, dann finde ich eigentlich Promillieren sinnvoll. Ja, doch. Das ist einmal das Lange. Habe ich jetzt kurz... Nein, da habe ich noch gar keins. So. Die Zeit rennt mal wieder davon. Ich bin ein B-Promi, ein Brack-Promi vor allem. Ein Promi. Ah ja. Ah, danke. Das ist schön, dass du mich als B-Promi, ein Brack-Promi anschaust. Nur weil ich mein Gesicht jeden Dienstag da in die Kamera reinhänge. Das ist nett. Da fühle ich mich als Mensch gerade wertiger. Promilliert. Bist du im Lurk? Dann wünsche ich dir viel Spaß im Lurk Hexafly. Wir machen nur noch etwa eine Viertelstunde. Und dann, ja. Nächste Woche habt ihr noch das Gleiche vor euch. Ah, so sieht's aus. Ist das nicht schön? Von jetzt an wisst ihr immer genau, was am Dienstag kommt. Eine Konstante in eurem Leben, und ihr euch daran orientieren könnt. Vergesst Mond, Venus und alles, was sonst noch als Konstanten angesehen wird. Es ist der Dienstag mit dem Eiffelturm. Ja. Auch künftig werden die Uhren nicht mehr nach der Atomzeit geschaltet, sondern wenn da der Stream online geht und wieder am Eiffelturm weitergebaut wird. Wow, nein, es schneit ja Vollgas. Ah. Da kann ich am 3 abfahren und bin am 6 die Heime. Ob wir schon 1000 Follower gefeiert haben. Also, ich glaube zumindest, das ist gestern passiert. Und ich hoffe, Steffi hat es gefeiert. Aber ich weiß es nicht. Oh, ich weiß es wirklich nicht. Ah, gestern, ja, das Buch hat es schon gesagt. Sehr gut. Ist gestern jetzt eigentlich ein Giveaway gewesen? Ich bin nicht ganz, ich bin nicht ganz gestiegen. Ich konnte es noch nicht schauen, das von der Steffi gestern. 3,5 Stunden fürs Wappen gehabt. Wie viele Teile hat es denn? Das ist immer wichtig, oder? Ich meine, man kann noch lang erzählen, oder? Aber wenn es viele Teile hat, dann ist ja das gerechtfertigt. Wenn es das erste Set ist, sowieso. Ja, jetzt bleibt noch nichts Haft, aber bis ich da gegangen, dann schon.
Aber sie haben damals schon überall gesalzen, zumindest als ich durchgefahren bin. Ich fahre ja fast nochmal Autobahn. In weiser Voraussicht, weil in der Nacht hat sie schon ein bisschen da. Es war arschkalt. Also unterwegs noch Winterpneu? Nein, also ich fahre ja grundsätzlich auf den Felgen. Weil das ist ja eigentlich nichts anderes wie Kufen. Darum bin ich für einen Winter perfekt ausgerüstet. Ich brauche einfach immer nach dem Winter wieder einen neuen Satz Felgen. Aber das ist es mir halt wert, oder? Dafür komme ich im Winter super durch. Und wenn es Stau hat auf der Autobahn, dann nehme ich einfach den Zuggleis. Funktioniert der tiptop, kann ich jedem empfehlen. Hexenfly hat noch nie etwas gewonnen. Bist du am 27. nicht dabei gewesen, ja? Dezember. Es wird schon wieder Möglichkeiten geben. Macht dir da keinen Kopf. Der Massi hat das Giveaway gewonnen. Ei. Spoon nochmal. Hey, abgesahnet. Zuerst sich noch beklagen, man gewinnt nie etwas und dann an 2 verschiedenen Streams innerhalb von ein paar Wochen gerade zweimal abgesahnet. Also etwa 3000 Teile, 3,5 Stunden. Also du bist definitiv schon schneller als ich, Spoon. So viel kann er schon verraten. Aber es ist, glaube ich, auch nicht schwierig, so langsam wie ich da zusammenbaue. Ich sage dir einfach, oder? Weil dann höre ich auf zu schnurren und dann tue ich nur noch zusammenbauen. In aller Stille. So. Aber jetzt die letzte Säule, die muss noch annehmen. Die machen wir jetzt noch. Das 28. Das ist eigentlich eine coole Sache. Den machen wir noch gerade super auf. Ja. Ja, das ist ja so. Beim ersten Schnee hat der Zug immer Verspätung. Das ist, weil ich auf dem Gleis rumfahre. Ja. Aber ich kann ja als halbtags, also ist es gerechtfertigt. Ich fahre ja die Hälfte auf der Straße und die andere Hälfte fahre ich auf der Schiene. Das Jahr müsste definitiv mehr als 52 Wochen haben, damit ich da fertig geklemmt habe. Oder einfach von 1 bis 3 müssten mehr als 2 Stunden sein. Einfach so eine intertemporale Dimension, die sich öffnet. Wo die Zeit langsamer vergeht. In diesen 2 Stunden. Die dann effektiv irgendwie 12 sind. Das Spiel, das du gewonnen hast, ist hure schwer von dem Maß her. Also, wie jetzt? Also, das Gewicht oder wie von dem Maß her? Oh, es sind nur 3. Ui. Oder doch? Nein, brauche die doch. So. Masse. Ja. Ja, das ist eben Schweizerdeutsch. Oder? Wir haben ja kein Schöfli S. Aber ja, dann wäre es ja eigentlich auch richtig gewesen. Ja, es ist schwer, ich weiß. Ist ja aber auch geil, oder? Da hat man immer das Gefühl, man hat so etwas mega
Also ist sie auch etwas Hochwertiges, aber je schwer das etwas ist, desto mehr denke ich, wow, shit, da ist richtig viel geiles Seich drin. Aber gespielt einfach noch nicht. Wie lange ich von Megenwil bis heim habe, das ist jetzt schwierig zu beantworten. Also mit Verkehr 1,5 Stunden, ohne eine Stunde, ziemlich genau. Und Kilometer, ich glaube, irgendwo etwa 80 echt oder so. Irgend so, ja. Ist halt herrlich, oder? Zuerst A1 und dann noch A2. Ja, wunderprächtig. Also schön dort, wo es am meisten Verkehr hat. Aussenrum kannst du auch nicht. Ich könnte höchstens drüber. Es hat ja mal so ein Helikopterauto gegeben. Das würde mir jetzt helfen. Obwohl bei dem Schnee vielleicht auch nicht so. Die optimale Wahl. Das Buch ist voll hochwertig. Ja, du bist ja auch unser B-Promi. Sicher bist du hochwertig. Ja, es gibt ja Maß, also in Form von Länge, Höhe, Breite, Tiefe. Und es gibt Masse. Das sind schon zwei verschiedene Sachen. Und dann gibt es noch den Massi. Den Massimo, den gibt es auch noch. Ah ja, da gibt es noch Massen Leute, ja. Genau. Nicht nur die Masse, sondern viel. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich auch nochmal eine andere Art. Und ein Maß zum Trinken. Auch richtig. Und dann gibt es noch die Mess. Und die Mess. Also für Spaß den Leuten, die Deutsch lernen. Eigentlich darum. Ah. Kennt ihr den einen Dude? Der ist beim Algorithmus auf Instagram bei mir reingerutscht. Oder nein, YouTube Shorts, glaube ich. Wo Englisch redet, aber glaube Französisch. Und dann nimmt er die französische Sprache immer so auf die Chippy. Finde ich auch noch witzig. Das macht auch relativ wenig Sinn. Letztens hat aber einer die englische Sprache so auf Chippy genommen. So wegen Plural vor allem so. Dog, Dogs. Okay, gut. Cat, Cats. Ja, okay, gut. Sheep, Sheep. Schon das erste Mal angestanden. Goose, Geese. Also, eben, das ist auch so etwas. Ah. Gewicht ist Anziehungskraft mal Masse. Auch schön. Universal, Englisch, Französisch. Ich weiß nicht, er hat, glaube ich, immer so eine Jeansjacke an und noch so ein Käppi hat er, glaube ich, noch an. Dunkle Haare, der da Englisch und Französisch macht. Der Keller, der Ortsnamen auf die Chippy nimmt. Nein, muss ich in dem Fall auch schauen. Burtlöff, ja. Burtlöff, Klassiker. Habe ich natürlich auch nie verstanden, bis mir das mal irgendjemand erklärt hat. Also die Familie da. Meine Schwiegerfamilie. Das ist ja eh schlimm, oder? Also, not du Hutu, eben Burtlöff, Kilberg. Ach. Was gibt's noch alles?
Hallo? Ja. Also das Burgdorf hat so einen Bahnhof, das ist schon richtig. Es sind noch recht wichtige Verbindungen, die auch auf Burgdorf gehen. Also wenn über Land fährst, Entlebuch, Emmental, dann wird dir überall angezeigt, wo auf Burgdorf, respektive Burgdorf kommst. Buchsee ist schwierig, ja. Buchsee ist Herzogenbuchsee und Münchenbuchsee. Lotzu, Madis, ja. Ab November zum Beispiel sind wir zu Buchsee. In welches jetzt? Ah. Herzogenbuchweh. Langenthal. Das habe ich fragen. Ja, hat Langenthal auch eins? Einfach Langenthal. Okay. Was ist mit Steffisburg? Steffisburg ist ja so ein bisschen im Zeug gesehen, wo es relativ gross ist. Hat das so eine spezielle Abkürzung? Steffis Lüff. Nein, warte mal. Lüff steht bei Burgdorf für Dorf. Burg. Also Burt. Steffis Burt. Steffi hat Burg, yes. Sie ist ja eigentlich eine Queen. Herzogin. Ah, Herzogin finde ich einen schönen Titel. Herzogin Steffi van Twitch von Steffisburg. Und ein gutes Buch lesen, ein gutes Buch. Aber ja, wenn man da so am Schnee zuschaut, und jetzt fängt er schon an ansetzen. Ah ja, so eine heiße Schocke in ein gutes Buch ist schon immer eine schöne romantische Vorstellung. Meistens kommt es dann doch nicht dazu und ich mache etwas anderes. Obwohl ich letzte Herr der Ringe wieder angefangen habe zu lesen. Also letzte ist eben jetzt schon wieder ein bisschen her. Und ich habe es bis über die Hälfte geschafft und dann einfach wieder aufgehört. Wenn ich jetzt wieder anfange, bin ich auch nicht mehr so drin. Das nervt mich ein bisschen. Man. Was ist das? Ich kenne nur den Cool Man. Von früher noch mit der Schocke. It's cool, man. Da der alte Büro. Als Boomer ist ein Rapper. Ja, eben siehst du, da bin ich halt raus, oder? Mir ist Linkin Park so quasi nicht in die Wiege gelegt worden, aber das ist das erste, wo ich mich richtig wo ich mich so ein bisschen mit Musik anfangen zu beschäftigen. Und darum habe ich halt mehr so Rock mich in die Rockrichtung bewegt.
Rock, Metal, Punk. Natürlich noch so Ska-Phase gehabt. Ich glaube, das war schon fast obligatorisch gewesen. Ey, habe ich es jetzt geschafft? Hier zweimal falsch. Nein, warte, jetzt. Jetzt sind ja beide kurz. Da. Oh, doch. So. Okay, nein, komm, machen wir den fertig. Dann nehmen wir den. Breitbildwurzel 5 Kleinklasse sind mir noch begriffen, weil Kollegen die gelost haben, aber habe ich selber halt, bin ich voll nicht daheim. Schweizer Zeugs bei mir ein bisschen ein schwieriger Standpunkt. Auch weil sie mittlerweile recht super vorwärts gemacht haben und natürlich Nico seine Band top ist. Aber das ist ja, wie er selber sagt, so ein bisschen Alternative Rock oder Alternative Metal Grunge mit ein bisschen Melodic, keine Ahnung, wie er das umschreibt, Einfluss. Wie sagen wir, Vocal Metal, keine Ahnung. Das zwischendurch auch noch ein bisschen so erkennbare Melodien und Gesänge hat. Aber wirklich weit rumgekommen bin ich in letzter Zeit punkto Musik wirklich nicht mehr. Also ich höre eigentlich noch auf der Heimfahrt meinen D&D-Podcast und der geht ja sowieso ewig. Critical Role übrigens, für die das interessiert. Also die sich mit dem beschäftigen, die kennen das. Ja, und dann, wenn ich heimkomme, dann schaue ich eigentlich YouTube und Musik höre ich wirklich nur noch selten, was eigentlich schade ist. Ausser jetzt gerade höre ich Musik. Brandherd, Gemma, ja. Blick. Ich höre wirklich, also ich persönlich höre gar keine Mundart. Ich hatte halt sehr, sehr einen krassen Einstieg gehabt, weil damals meine erste Freundin, also ich könnt euch vorstellen, wie lange das her ist, die hat die ganze Zeit Plüsch gehört und ich habe echt keine Mundart. Es tut mir leid. Mit der jetzigen Frau und Family sind wir mal noch am Andreas Gabelli-Konzert gewesen. Dort ist vorne dran ist drauf gekommen. Habe ich eigentlich lustig gefunden im Fall. Die haben eine super Stimmung gemacht für eine Vorband. Also Stimmung können sie super machen. Ja, Plüsch ist halt, das hängt dir einfach zu den Ohren raus, oder? Also tut mir leid für alle Plüsch-Fans da draußen. Ich meine, es gibt es ja glaube ich eh nicht mehr, oder? Oder haben die ein Reunion gehabt? Ich weiß es nicht. Aber schneiden wir lieber beide Ohren ab. Aber dort, oder erste Freundin, oder? Dann hast du natürlich so Plüsch. Wie findest du Plüsch? Ist meine absolute Lieblingsband. Findest du cool? Ja, ja, doch, ja, sehr Berndeutsch. Jetzt haben wir 2 Säulen geschafft. Jetzt muss ich die oben dann noch festklemmen und zusammen machen. Aber ich schaue mal, ob ich auf nächste Woche das Ganze wieder kann
mit einer dritten Kamera streamen. Ich brauche eigentlich nur das Kabel. Und dann tun wir das nächste Mal noch zusammenbauen. Also, zum geschwind zeigen, oder? Kannst du ja nicht sagen, gehst allein ins Konzert, wenn es die erste Freundin ist. Nein, das geht nicht. Dann bist du auch dann bist du noch kein Mann, oder? Dann stehst du noch nicht so ein für deine eigenen Wünsche, oder? Dann tust du einfach nicken und bist verliebt und gehst mit überall, oder? Das heißt nicht, nein, sorry, interessiert mich nicht. Oder ja, bei mir war das einmal so gewesen. Da hast du einfach jeden Scheiß mitgemacht. Gut, okay, also das machen wir nächstes Mal noch, weil dann kann ich euch das zeigen, weil für hier unter der Kamera ist das Teil einfach viel zu gross, das macht überhaupt keinen Sinn, dann habt ihr die Klötzchen direkt in eurem Gesicht drin. Und dann bleibt es noch bei euch im Auge stecken und das haben wir natürlich nicht. Gut. Das war's. Also wir haben jetzt einfach, ich tue jetzt eins an, weil wir haben einfach 4-mal das gemacht. Beziehungsweise in dieser Session haben wir 2 von denen noch fertig gemacht und 2 haben wir komplett gebaut. Das ist alles. Mehr gibt es heute nicht. Und nächstes Mal müsst ihr gar nicht motzen, weil nächstes Mal gibt es eigentlich doch ein bisschen Abwechslung. Dann haben wir noch ein bisschen da den Arc, den Bogen, den wir machen können. Der kommt nachher da unten reingeklemmt. Und dann gibt es dann noch den Balkon, den müssen wir noch machen. Und nachdem gibt es dann nochmal 4-mal derige, einfach in klein. So. Wow, 15:08. Ja, jetzt, ich muss noch mal arbeiten. Ich hoffe, ihr habt eine gute Aussicht vom Arbeiten oder eine gute Ablenkung vom Arbeiten oder sind gar nicht am Arbeiten, sondern die Heime mit eurem Hamster oder eurer Schocke und einem guten Buch oder was auch immer. Und ich hoffe, ihr habt viel Spass gehabt heute am Nachmittag. Ich habe es einmal sehr genossen mit euch. Es war sehr, sehr lustig gewesen. Und danke darum vielmals. Auch danke für das letzte Jahr nochmal. Ich glaube, Steffi hat das gestern schon gesagt. Merci viel tausendmal für die ganze Unterstützung, die ihr uns gegeben habt. Gestern auch noch gerade 1000er Follower knackt natürlich. Das ist eine ganz, ganz grosse Sache. Und ja, wir wären sicher noch lange nicht da, wenn wir nicht euch hätten. Und es macht halt mehr als doppelt so viel Spass, wenn ihr noch rum seid. Darum merci an euch da draussen, dass ihr zuschaltet, egal was kommt. Und ein bisschen quatscht, ein bisschen gute Zeit haben mit uns. Yes! Ich wünsche euch... schau, jetzt kommt so Hexplay noch mit Bits. Merci vielmals, danke 1000. 1000 Mal für die 1000 Bits. Sehr, sehr wertgeschätzt. Die tun wir dann auch gut einsetzen bzw. weitergeben. Das fällt ja auch in Richtung Donations dann rein quasi. Eben, habt eine ganz schöne Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder am Dienstag von 1 bis 3. Habt Sorge und bis dann. Tschüss miteinander.